E-Bikes inzwischen überall. Damit es dabei sicherer zugeht, bietet Simon Kern aus Bad Tölz spezielle Fahrtrainings fürs Elektroradeln an. Das Ziel für heute ist einfach, den Leuten mehr Sicherheit auf dem Mountainbike zu bieten, dass die sicherer werden auf losem Geröll oder Schotterwegen, Gleichgewichtsübungen zu machen, die Koordination zu verbessern auf dem Rad. Mit den bis zu 25 Kilo schweren Elektrorädern kann es schnell gefährlich werden. Eines will Simon heute unbedingt vermeiden. Also der Worst Case ist immer Stürze und Verletzungen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil dann natürlich bei der Person immer die Angst mitschwingt. Und das soll natürlich genau das Gegenteil heute sein. 3 Teilnehmer wollen heute beim Training lernen, sicherer auf dem E-Bike zu werden. Am Ende steht sogar ein steiniger Bergtrail an. Kein Wunder, dass Teilnehmerin Sandra ein bisschen nervös ist. Also ich bin echt sehr gespannt, freue mich drauf und ehrlich gesagt auch etwas nervös. Die Fahrräder ziehen mit 85 Newtonmeter oder es gibt auch welche mit 100 Newtonmeter. Ziehen die Motoren oder die Fahrräder an der Kette. Das ist mehr, als so manches Mofa, Moped und kleine Motorräder haben. Die Motoren der Bikes haben es in sich, deshalb heißt es Grundlagen üben. Okay, gut, let's go. Zuerst Balancetraining. Die Teilnehmer müssen so langsam wie möglich durchs abgesteckte Viereck steuern, ohne umzukippen. Genau, und schön locker auf dem Fahrrad stehen, ganz entspannt. Schön drin bleiben im Viereck. Gar nicht so einfach. So, ihr könnt natürlich auch denken, jetzt ärgere ich mal meinen Mitstreiter und wechsle jetzt einfach mal die Richtung. Jawohl, Christian, Beine nach oben. Später am Berg müssen die Teilnehmer Hindernissen ausweichen. Aber durch den starken Motor drehen die Reifen schnell durch. Genau, das war jetzt zum Beispiel so eine Situation, Sandra. Ja, genau. Du hast einfach die Richtung gewechselt, obwohl du in eine andere Richtung fahren wolltest. Wer zu fest in die Pedale tritt, riskiert einen Sturz. Vorsicht, Vorsicht. Du fährst viel zu weit unten. Es ist auch wirklich anstrengend und ich merke jetzt schon, wenn man verschiedene Übungen gefahren ist, wie das mental anstrengt und dann plötzlich auch einmal die Wadeln auslassen. Nach 2 Stunden Trockenübungen geht's weiter ins Gelände. Bei Übung Nummer 2 steht vor allem im Fokus das richtige Bremsen. So, stopp hier. Da, wo die jetzt warten da oben, da fahre ich jetzt hin und dann machen wir eine Bremsübung Back-up, dass sie praktisch zum bestimmten Punkt oder beziehungsweise an einer bestimmten Stelle zum Stehen kommen, ohne dass das Hinterrad, Vorderrad blockiert und ohne dass sie absteigen oder stürzen. Das richtige Zusammenspiel zwischen Vorder- und Hinterbremse ist gefragt. Sandra traut sich noch nicht richtig. Das geht mir zu schnell und das ist mir zu steil und ich habe immer das Gefühl, dass mir einfach das Vorderrad abhaut und wenn es dann noch auf Schotter ist, dann ja, das ist einfach das Geräusch. Es geht mir einfach alles dann zu schnell und dann habe ich eben das Gefühl, dass ich das nicht beherrschen kann. Also gleich nochmal. Vorderrad, Hinterrad, auf. Beim zweiten Mal geht's besser. Trainer Simon ist zufrieden. Und Sandra selbst? Oh, ich habe Herzklopfen. Es ist anstrengend, weil ich habe mich nicht so getraut, einfach da loszulassen und anzufahren und dann bremsen und dann die Kommandos und dann soll ich es auch noch umsetzen. Aber ich habe ein bisschen weiche Knie, ich gebe es zu. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen, aber ich brauche noch ein bisschen. 400 Höhenmeter mit 12% Steigung geht's rauf auf den Berg und später natürlich auch wieder runter. Das richtige Bremsen kann Sicherheit bedeuten, aber schont auch Natur und Wege. Wie viel Arbeitskraft, wie viel Zeit steckt hier drin, so einen Weg zum Beispiel herzurichten? Und dann mahne ich meine Leute schon auch an, dass ich sage, pass auf, dass er den Weg nicht mutwillig zerstört, indem er halt unnötigerweise zum Beispiel bergab riesen Bremsspuren macht. Eine halbe Stunde später ist die Gruppe oben, bereit für die schwierigste Stelle des Tages. Ja, genau. Jetzt ruht euch noch mal aus, steckt euch noch mal, esst, trinkt noch was. Jetzt fahren wir dann Richtung Wald darüber und im Wald kommt dann der Trail. Das ist die interessanteste Passage vom ganzen Tag. Also das ist wirklich schön zu fahren, es macht Spaß und da können auch die Dinge, die wir jetzt getestet haben und probiert haben und geübt haben, die können jetzt da live dann ausprobieren. Seit 5 Jahren gibt Simon hauptberuflich E-Bike-Kurse. Ja, ich war schon immer gern draus. Also ich habe schon immer gern die Erlebnisse gehabt, dass ich draus sein kann und dass ich halt da viel in der Gegend rumfahre, wo Leute halt nicht so viel unterwegs sind. Und, ja, und war halt da schon als Kind und als Jugendlicher relativ wild dann auch unterwegs. Also habe da schon verrückte Dinge gemacht dann auch. Jahrzehntelang aber hat er seine Leidenschaft vernachlässigt. Ja, ich habe vorher einen ganz anderen Bereich gemacht. Ich war im Finanzdienstleistungsbereich über 25 Jahre unterwegs, im Trainingsbereich auch. Und habe aber dann 2019 einen Punkt gehabt, wo dann ja, körperlich einfach
ein Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr machen. Ja, war immer durchgetaktet, muss dazu sagen, sehr viel gearbeitet, also immer 50, 60, 70 Stunden in der Woche. Simon steht kurz vor dem Burnout. Vor 5 Jahren schmeißt er seinen Job hin und gibt seine Leidenschaft seitdem weiter. Am frühen Nachmittag geht es für seine Teilnehmer endlich auf den Trail nach unten. So, letzter Trail des Tages, hoffe ich. Wird schon gehen. Ein 3 Kilometer steiler Weg voller Steine und Geröll. Jetzt hinzufallen kann sehr schmerzhaft sein. Aber die Balanceübungen zahlen sich aus. Nach 10 Minuten kommen alle heil unten an. Super cool! Echt gut, hat richtig Spaß gemacht. Nee, war echt gut. Also die Leute waren gut drauf, haben das alles super mitgemacht. Das passt. Ich freue mich, dass ich mein Herz quasi da runtergeworfen habe und runtergefahren bin. Das fand ich jetzt einfach super. Bin ich auch echt stolz drauf. Und ich kann das jetzt, glaube ich, auch anwenden. Sandra und die anderen Teilnehmer sind nun auf jeden Fall ein bisschen sicherer und achtsamer auf ihren E-Bikes in der Natur unterwegs.